So Leute, heute mal wieder vielleicht eine etwas kürzere Folge zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Na, man kann es nur hoffen. Willkommen zurück. In der letzten Folge noch die Quest mit den 8 Kriegerinnen, ursprünglich noch 7 Kriegerinnen, wahre Helden so gemacht haben. Bei den Gerudos sind wir bei der zwischen Gerudo und Hebra-Region bei noch ein paar Schreine zu suchen. Eigentlich haben wir einen schon markiert auf der Karte, aber dahin zu kommen ist nicht ganz so einfach, wie ich eigentlich gehofft hatte. Was natürlich sehr schade ist. Und ich sehe schon, ich muss nochmal ran. Und sage hiermit Bombs away. Ja, da lacht das Herz. Und es sind aber auch Wege hier. Waffe, futsch. Ja, kann passieren, Link, kann passieren. Ja, der Ausflug hierhin, der hat sich, sage jetzt mal, schon irgendwie gelohnt, aber kommt so nicht zum Schreien, das ist ein bisschen doof. Was haben wir hier noch alles? Ah, nochmal Ausflug 2, okay. Link, so. Ja, mal gucken, wo wir hier hinkommen, ne? Ja, ich sehe sehr viel Blau. Oder blau-grau, ja, besser gesagt, ne? Oh. Das sind die unterwegs Typen? Wen wo jetzt die Absagen verpasst. So, wäre der Futsch. Jetzt die Frage, habe ich gerade irgendwo nochmal ein Stück Fels? Ne, natürlich nicht. Eis, Eis, Baby. Vielleicht anderen Pfeil nehmen. Bogen nehmen. Könnte mit dem draufschlagen, wa? Weil es ist eine Feuerwaffe. Wir machen es aber kurz und schmerzlos. Was gibt's denn hier für Schilder, Junge? Was ist das denn? Hasenschild. Das ist aber ein toller Hase. Gut, ich meine, klar, können wir gewisse Dinge kombinieren. Aber andererseits sind die natürlich gerne irgendwie aufhängen, wobei, ja, wir haben natürlich den Schatzschild, den von Urbosa ursprünglich. Und wenn ich jetzt noch irgendwie sage, okay, noch ein Schild der Winde, dann haben wir, glaube ich, noch den Schild, den legendären Schild von einem Helden von, aus Wind Waker sogar. Das wird knapp, Freunde. Er muss halt den ablegen. Ein Holzschild selbst kann ja eh nie schaden, mal dabei zu haben, falls er mal eine andere Gruppierung trefft, sag jetzt mal. Und Gegnern halt, ne, wo ich unbedingt ein Holzschild brauche. So, der Scheißschrein ist hier irgendwo. Was ist jetzt los? Da komme ich nicht dahin. Ja, aber da kann es aber nicht liegen, oder? Moment. Da müssen eigentlich reichen.
Vielleicht blockiert es mir gerade irgendwie hier den Weg oder so, aber... Ah, hier ist nur eine große Wand. Okay. Junge. Diese Höhle hier ist ja abartig. So, na endlich mal, Gott sei Dank. Ja, ausgerüstet. Schnell rein, Raurus Segen holen, wa? Nach dem nächsten Schrein. Junge, Junge. Was in Tortur ein Schrein zu finden? Ganz extrem. Was? Ist eine Prüfung hier, wollen wir verarschen? Groß oder klein? Ich dachte, die Größe wäre unwichtig. Aber muss ich den klein nehmen oder was? Ne, war schon der richtige. Ach, diese Schreine manchmal. Okay, klein, klein. Naja. Wenn ich den so runterrollen lasse, der kommt doch nie im Leben an. Natürlich machen könnte, hatten wir auch schon mal versucht. Was heißt versucht, hat doch geklappt. Ja, aber nicht so. Das Problem ist das Balancieren, und wenn ich die genau in der Mitte positioniere, dürfen sie eigentlich weder nach links noch rechts runterrutschen. Da war es auch ein bisschen Künstlerpech gerade. Sieht schon ein bisschen besser aus. Aber besser aussehen muss eigentlich die Truhe. Okay, wir sehen, was noch nicht da. Aber Truhe, da ist sie ja. Ja, dann... Ups. Dann machen wir es hier doch so. Warte mal. Die Schnelle immer heller. Haben jetzt keine Kugel nicht drauf, ne? So auch nicht, wa? Kacke. Ich meine, wenn es umgekehrt wäre, hat es da glaube ich keinen großen Unterschied, aber... So sowieso nicht. Und dadurch schon müsste die Kugel nochmal neu fusionieren. So. Jetzt, wofür brauche ich euch noch? Ne? Die Qual der Wahl, welche Kugel soll es sein? 1, 2, 3, letzte Chance, vorbei! Ob wir richtig sehen wir, richtig stehen sehen wir in das Licht. Ach du Scheiße! Hä? Ich vermisse das Stasis-Modul aus Breath of the Wild. Das da einfach hin positionieren und dann ruckzuck darüber, aber hey, wie soll das funktionieren?
Ich kann ihn natürlich runterfallen lassen, aber der wird keine Kurve schlagen. Nie im Leben. Abgesehen davon, dass gar nichts passiert. Ja, schön runter. Aber ist das Schneemann-Prinzip hier eigentlich falsch? Weil er hat eigentlich schon eine Kurve geschlagen, nur anders als er dachte. Moment. Okay, aber die Idee ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, ne? Das ist halt die Frage, darf er überhaupt so hoch sein, oder? Also sprich, dürfen die anderen beiden über den Boden berühren, oder muss er es irgendwie so versuchen? Ich weiter nach links außen. Mein Problem ist aktuell, jetzt sieht man ein bisschen zu weit nach rechts außen. Aber darf er auch nicht so weit nach außen, sondern muss vielleicht sogar hier versuchen, sogar schon loszulassen. Oh, war doch gar nicht mal so schlecht. Hätte doch beinahe funktionieren, ganz nochmal. Okay. Ein bisschen tricky, vielleicht müssen sie irgendwie auch eleganter lösen oder so, aber Hauptsache es funktioniert, wa? Ist irgendwie ziemlich schwer, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Aber hey. Wer bin ich, um sowas zu hinterfragen, wa? Na wer denn schon? Ich bin der Held, der jedem gefällt. Link. Naja, fast jedem. Ganon, der hat natürlich weniger von uns, ne? Und da denkt sich natürlich auch jetzt beim nächsten Legend of Zelda Spiel Echoes of Wisdom von wegen, ich hab keinen Bock mehr auf Link, nehmen einfach mit in die Hölle oder wo auch immer das hinführt und plötzlich, ich bin Zelda, jetzt einfach was machen. Dem nur so, ja. Schön für dich? Fragezeichen. So. Dann noch einen Schrein haben wir hier hinten. Da muss ich ganz kurz gucken. Haben wir hier oben etwas, um da hinzukommen? Wie wir hier hinkommen. Schrein um Schrein gesellt sich gern. 25 Schreine. 152 sind es zwar. Aber ich habe nur die Hoffnung, dass es halt solche gibt, die extrem schnell abzufrühstücken sind. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wo haben wir denn jetzt? Na komm. Klick hier schnell runter. Natürlich ist das der komplett falsche Pfad. Vielen Dank dafür, Link. Das ist ungefähr dahin, wa? Ja. Ab durch die Wolken.
da bei diesen Flecken am Boden? Was ist denn hier passiert? Irgendwie ein Meteorit eingeschlagen oder was? Aber das ist sowas, wo ich in eine Höhle rein muss, wenn man schon mal gucken kann. Ne, warte mal. Das ist doch. Na, komm schon. Oh, Link. Da! Ich muss bloß einen Kristall finden, ja, super. Und Servus. Na? Hallo Schrein, wie geht's dir? Bring den Kristall da! Ah ja. Natürlich eine weitere Höhle, wie könnte es anders sein? Ah, boom. Oh. Das scheint aber hier ein bisschen einfacher zu sein tatsächlich. Als zunächst befürchtet. Was so? Ja, super. Ja, ist klar, dankeschön. Noch ein Hasenschild. Junge, wie viele gibt's denn den überhaupt noch? Ja komm, wir haben schon einen dabei. Schild der... Ach, ihr mit euren Schilden, hey. Ist ja schlimm hier. So, ja. Also eine interessante Höhle. Wenn man das als Höhle bezeichnen kann. Naja, wer weiß, aber ist auf alle Fälle interessant. So, und hier wird mir wohl auch schon dargestellt, wie ich den Kristall rausbringen soll, wa? Mit Raketenpower! Man kann mit Raketenpower kriege ich ihn hoch, aber... der wird schießt jetzt. Aber wie dann weiter? Elsternlanze. Ein Lanze der Ornikring mit zerfressener Spitze, der eine spezielle Form mit dem Angriff einen starken Windstoß erzeugt. Prinzipiell klingt das cool. Ein starker Windstoß kannst du immer gut gebrauchen. Die Waffe selbst sieht gerade scheiße aussieht, warte mal. Unser geliebter Hylia-Schild, wa? Wenn der mal kaputt geht, das wird auch teuer. Aber egal. Gut, also. Ich meine, ja, ich kann ihn hier hochschicken. Schnell selber hoch und nachher vielleicht sogar mit dem Zeitding quasi, mit Zeitumkehr wieder hochballern. Wäre eine Option. Und dann natürlich greifen wir an der Zeitumkehr, ne? Ist klar.
Das Loch ist... Ja, genau da, wo ich gerade stehe. Nee. Das ist hier eigentlich schon richtig, ne? Aber auch eine ungefähr gerade Ebene. So, wo ist er? Hä? Wo bist du denn hingeflogen, Junge? Okay, ich dachte, er würde wieder gerade nach unten fliegen, aber gut, dann ganz gerade platziert, ne? Das muss man dazu auch mal sagen. Okay, das haben wir so einen Krater. Ist das eine Felsspitze oder sowas? Okay. Ah ne, so ein Mini-Krater da war. Aber trotzdem fragen wir, wie die überhaupt zustande kamen. Natürlich, hier ist direkt raussägen, obwohl der Weg dahin viel einfacher war als am letzten. Es ist einfach manchmal echt. Verstehe an die so nah. Oh, oder? Okay, gut. Ist Not, kann man gebrauchen. Ein Segenslicht. Möge es dir Kraft schenken. Dankeschön. Schön wär's. Jetzt reicht's. Okidoki. Was? Die sind abgeschlossen, die Höhle? Hä? Moment. Ich habe vorhin hier was gesehen. Ich dachte zuerst, es wäre so ein Boot vom Mayo Signum und dachte mir so, nee, da unten ist so gar nichts. Hier ist eine Rakete. Ja, soll da unten noch was sein? Das sind ein paar Raketen. Irgendwas übersehen? Sind aber nicht irgendwie so... Warte mal. Nee. Bisschen Wind zufächern. Hm. Hä, WTF, wie soll denn noch was sein? Das ist einfach nur eine fucking Höhle. Also Höhle. Ja, ein Krater wohl eher. Ernsthaft? Ja gut, horizontal klettern, Link, da ist ein bisschen schwierig, da muss ich auch zugeben.
Junge, Junge. Ja, 4 Stück, cool. Und da, hä? Abkürzung oder was? Jo. Okay. Geht natürlich auch. Irgendwie, denke ich mir. Okay, na schön alles mitnehmen. Also, das Licht. Ich dachte gerade, hey, was ist das für eine Goldart oder sowas? Das wäre ein bisschen spooky gewesen. Vamos. Wo sind's? Hier. So, er soll er gleich zerbrechen, wa? Ja, das ist die Natur so von so einer Waffe. Ah, so natürlich nicht, ne? Moment, haben wir gleich. So. Schön. Noch ein paar Leuchtsamen. Dann haben wir hier bereits unsere Ersatzwaffe. Et voilà. Gut, Krater gemacht, Schrein gemacht. Sogar schneller als erwartet. Das Monster, also hier ist soweit alles gut durch. Hier eben beim Jägerversteck, der Hauptquartier mal vorbeigehen. Dann hier noch ein Schrein in der Wüste. War es aber, der hat in Kombination mit dem hier oben. Beziehungsweise hier drin. Müssen wir noch einen haben. Dann haben wir es hier auch. Das heißt, beim Gerudo müssten wir soweit sonst eigentlich durch sein. Ne? Hier gibt es ein paar Dinge. Noch viele Schreine, die wir noch vermissen. Und natürlich hier oben. Wenn man das andere noch nicht gemacht haben. Und ich glaube, ganz ehrlich, uns fehlen hier oben eher noch ein paar, nicht nur Schreine, sondern sicher noch ein paar Quests. Es gibt noch die eine Quest hier mit dem Fossil, war? Heber-Riesenfossil, also wie das Ding heißt. Oh, kann ein bisschen kalt sein hier oben, war? Eins mit 2? Ja, reicht noch. Es war sowas von klar. Deswegen war ich extra hier oben, hat den Punkt gesetzt, aber den Koch natürlich nicht gesehen. Naja, also, dann gucken wir doch mal, wa? Ich würde eigentlich am liebsten hier direkt andere Schuhe anziehen, und zwar die Dinger hier. Dann friert Link natürlich wieder, heißt, wir müssen hier auch wieder ein anderes Ding anziehen. Und kriegen wieder mehr Damage, ne? Naja, was willst du machen? So. Also, Schreine hat es hier, überall. Oh, ein Kumpel. Oh, wir haben einen Roter, hatten wir schon lange nicht mehr. Er wurde erlöst. Stimmt alles noch? Ist er da oben? War noch hier oben doch mal wegen Tooling und so, ne? Wo wir auf der sogenannten Himmelsache waren. Oh, das sind noch silberne. Oh, leck mir am Arsch. Ja. Das wäre so ein Waffenverschleiß-Thema, war. Deswegen gegen so Typen antreten, denke ich mir immer so, ja, kann man machen. Einmal, man kann es aber auch sein lassen. Also auch nicht so ein System, wo ich Erfahrungspunkte kriege oder sowas in der Art, ne? Also kein RPG in dem Sinne. RPG besser gesagt. Ist ja ein Action-Adventure.
hier sogar noch abheben. Interessant. Das ist eine Hütte. Okay, warum das? Ja, und eine weitere Höhle. Oh, super. Ja, und wieder irgendwo, wa? Ja, das war klar. Riesiges Signalfeuer. Interessant. Selmis Hütte. Wer ist denn Selmi? Bist du Selmi? Selmi? Ah, ne. Oder so ein Schild. Mit dem verwechselt. Oh, dann interessante Schilder da oben. Sag mal, kennst du Selmi? Nö. Sondern eine professionelle Schildschlitterin, die Königin der Hügel wurde sie genannt. Als sie den Schlitten erschließen wollte, dann ist sie gegangen und bis heute nicht mehr zurückgekommen. Mittlerweile machen wir uns natürlich Sorgen. Also Finn zum Bilon Schneefel im Westen aufgebrochen. Oh je. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Da ist Kacke, Mann. Wo ist Selmi? Wo ist Selmi? Wer ist Selmi? Königsschild. Hey. Na? Wie läuft's, Digi? Alles klar bei dir? Irgendwie hat das Bild was, wa? Der Königsbogen. Ja, ich wollte mal hier hinten noch gucken, ne? Königsschild. Schild der Winde. Ich meine, wenn ich schon mal in so einem Schildlager bin, obwohl, das nutzt nur zum Schlittern, aber okay. Ein Fischschild. Ist eigentlich der perfekte Ort, ne? Um die ganzen Schilder aufzunehmen. Reiseschild, ja, einen kennen wir. Nur so quasi mit 2 Drachen drauf. Der Tierschild. Der Hasenschild. Ein mehr oder weniger normaler Holzschild. Auch gern gesehen. Ein Soldatenschild. Natürlich der Ritterschild. Wisst ihr, welcher Schild hier noch fehlt? Der Hylia-Schild. Der beste Schild von allen. Okay, dann haben wir noch eine Quest, war. Schon eine Königin. Bilon Schneefeld im Westen aufgebrochen. Okay, im Westen sind die Besten, ne? Da weiß man natürlich. In der Nähe tiefer. Tiefer gelegen. Ich überlege zwar gerade, warte mal, wir haben... Hier ist Selmis Hütte. Ach, ich überlege gerade wegen dem Ding hier. Den ihr gesetzt haben, ne? Und dachte, wie kommen wir da rein und so. Bruder Heiligtum, da ist eh noch was. Aber ja, wissen wir ja, das haben wir gesehen. Ja, verdammt, da muss ich nochmal hin. Da gerade, ja, ich kann natürlich hier nochmal einsetzen. Ja, wenn ich jetzt hier runterspringe, da ist vielleicht nichts. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee gewesen. Also ein Auftrieb, okay. Ja. Ist hier für ein Höhleneingang versteckter? Ist auf alle Fälle ein Krog. Warte mal. Ein kleiner Stein. Haben wir einen kleinen Stein? Ah, da. Ja, diese Art der Krog-Rätsel, die kennen natürlich auswendig noch aus Breath of the Wild. Jui! Oder ist da unten noch was?
Oh. Ja, da ist was, aber nicht das, was ich unbedingt wollte. Weil ich nicht sehen wollte. Ja, ich würde fast müssen irgendwie. Vielleicht hat sogar doch tatsächlich in die Höhle, die mir seine Mario Signum Dingsbums da gezeigt hat. Er ist so hoch? Kacke. Ja, ich wollte gerade mich da eben festhalten. Oh Mensch. Also abspringen und dann direkt festhalten. Ging aber irgendwie nicht. Kacke. Der Schrein ist da hinten. Ja. Wird wohl schon so sein, ne? Die Frage, er soll direkt zum nächsten rübergleiten. Bisschen Zeit hätten wir noch tatsächlich noch. Und da scheint es einen Auftrag zu geben. Ah, Rivalis Wind. Du bist back. Ah, schön zu sehen, Kumpel. Rivali, guter alter Rivali. Hat er vermisst. Wollte zu uns immer so ein Arsch warst. Oh ja, haben wir doch schon mal. Hä? War ich da noch nicht hier, dass die Tour einfach respawnt? Die könnte tatsächlich respawned sein. Nee, ich war hier, genau, hier ging es damals ab zur Himmelsache. Bin eh falsch, Mann! So ein Scheiß aber auch. Ah, Geografie, ne? Manchmal, also so orientierungsmäßig, fast schon so. Wer kommt da noch nach? Ah, nice Wolf. Fast schon so schlimm wie Zoro aus One Piece. Zum Glück nur fast. So, Dornbüsch hat sie auch, hä? Okay. Ein verbannter Elch. Hm. Gibt lecker Fleisch. Denn es ist ja edel, ein Edelwild. Oh, hier geht's aber ziemlich tief runter zum Schrein. Junge, Junge. Doch bis oben noch irgendwie markieren sollen, wa? Nein, die Quest haben wir ja. Insofern. Die Höhenmeter, ne? Die sind schon interessant, muss man zugeben. Nice Koloss da unten. Wäre das vielleicht wieder mal so ein Schrein, den man einfach easy peasy betreten kann, ist mal so ein gut versteckter. Ist ein gut versteckter, wa? Ne, noch schlimmer. Ja, mit dem Kristall. Lass mich raten. Der Eiskoloss. Bring uns den Kristallmann. Wo ist denn der Kristallmann? Ja, war ja klar. Wieso frage ich Honk auch so blöd? Oh, hier ist eine Höhle in der Nähe. Ja, dann sag sie mal. Kannst du mich mal betreten? Dann habe ich es zumindest mal auf der Karte. Oh. Junge, Junge, gehen noch mehr?
Hab keine Zeit für euch. Vielleicht wäre hier kein Gefrieren-Effekt ganz cool. Jetzt ein bisschen langsam, aber egal. Und wisst ihr was, weil es gerade so schön ist, hol mal die anderen zur Hilfe. So, gefällt mir das schon mal sehr. Machen wir auch Hammer. So, dauert leider ein bisschen zu lange. Mann! War sowas von klar. Ja, komm, mach. Alter. Bin ja nie fertig. Ja, komm, mach hin, Alter. Muss man die Folge beenden. Ja, ich bin Eis. Eiskalt. Ja, merkt man. Nix von. Haha. Ja, komm, schmeiß schon. Wo zielt der denn hin? Ja. Was? Nein! Fuck, Mann! Oh. Hä? Er hat ganz seltsam geschossen. Nein! Oh, Gott sei Dank. Was für ein Kackviech. Und leider muss ich ihn ja killen, weil anders geht's ja nicht. Ne? Ich kann das Teil nicht irgendwie einfach rückgängig ihn einfach anders runterhauen. Warte mal, jetzt überlege ich, aber gerade halt Creming Gotthard-Klinge nehmen oder das Bigoron-Schwert. Ich finde, das hätte irgendwie was, auch ein Bigoron-Schwert. Ich nehme es eh nicht zum Kämpfen, ne? Also insofern. So. Da mal schnell rüber noch. Weit weg ist jetzt ein Knie. Was ist denn das? Ist etwas Geschmolzenes? Das sind nur Eisbälle, war? Ja. Also Schneebälle, besser gesagt. Gut, 45 Minuten. Ja, mal super. Das ist alles auf ein paar Kackscheine.
Ja, wir haben noch nicht eine Quest aktiviert, ne? Aber ich glaube, nächste Folge machen wir uns auch mal auf, die einen Quest auch mal zu machen, die wir schon mal hatten. Ja, also man so eine Quest wie Riesenfossil zum Beispiel. Das Heber-Riesenfossil, genau. Kann ich sonst mal gucken, ob es noch irgendwie andere Quests gibt, die wir irgendwie noch mitnehmen können. Muss uns einmal Wirbel aus dem Sand, okay, muss man wieder zurück in die Wüste, aber das ist nicht so ein Thema, muss ja nur ein Foto machen. Könnte man es irgendwie auch ein bisschen vorbereiten, wa? Wäre eine Idee. So, ich hoffe, dass hier wieder so ein rauer Segen-Dingsbums ist. Ja, Glück gehabt. Haben wir gleich wieder volle Herzen. Ist das nicht wunderbar? Nach dem Ende von Breath of the Wild hätte ich niemals gedacht, dass ich die ganzen Schreine nochmal machen würde. Klar, es sind nicht dieselben Schreine, ne? Aber es ist dann nochmal dieselbe Anzahl plus 32 Stück mehr. Ich hoffe beim nächsten 3D-Zelda, das wieder so groß sein dürfte wie das oder Breath of the Wild, dass sie ein bisschen drauf achten und sagen, hey, wenn es so Schreine gibt, ja, aber dann nicht mehr in der Größenordnung. Ja, das wäre ganz toll. Würde ich feiern, wenn es immer so wäre. Gut, also wir haben hier noch eine Höhle, die kann man sonst mal noch machen, das ist nicht so das Problem. Da irgendwie eine andere Höhle, wo ich rein muss, wobei wir haben hier gesehen, dass hier oben eine ist, also wird es vermutlich schon das sein. Ansonsten hat es hier hinten noch welche, wir müssen das Riesenfossil noch besuchen, ich weiß nicht, wo das überhaupt sein soll, vielleicht auch irgendwo hier hinten oder so. Bergfuß der Erstarrung, muss mal gucken, und Hebra Tundra. Ist ein Hebra-Fossil, könnte sein. Beim Dorf der Orden nochmal gucken, ob es noch was gibt. Könnte auch sein. Ich habe ja noch ein Schwertsymbol. Muss mal gucken, was das schon da war. Jo. Gibt noch ein bisschen was zu tun, aber wir sind gut dabei. Und bald ist Folge 200. Und dann machen wir uns wieder ein bisschen auch mit Story, wa? Also heißt, er geht dann nach Faerûn. Endlich mal. Bis dahin. Ciao zusammen.